und Servus zu A New Beginning. Ja, nach dem düsteren Face Noir zocken wir wieder ein Point-and-Click-Game. Als erstes werden wir mal in die Optionen schauen. So, Musik ist nicht allzu laut, die Effekte lassen wir mal so. Und die Sprache Käse, Firlefanz. passt da. Gut. Dann starten wir ein neues Spiel. Neues Spiel starten. Hast du die Uhr im Blick, Gefreiter? 300 Sekunden und kein Spielraum. Und vergiss nicht, schau niemals direkt in die Sonne. Bist du bereit? Was? Noch 280 Sekunden. Verdammt! Mein Messgerät scheint defekt zu sein. Nein, ich fürchte, es ist vollkommen in Ordnung. Nur noch 240 Sekunden. Wir haben gerade Nachricht von Antarktika, Machu Picchu und Ostozeanien erhalten. Die Messungen ihrer Windscouts stimmen mit den unseren überein. Wir rechnen mit einer Sonneneruption innerhalb der nächsten 2 Wochen, vergleichbar mit der Ostwald-Eruption von 2113. Wir wissen alle, dass das Erdmagnetfeld nicht mehr in der Lage ist, uns vor einer Eruption diesen Ausmaßes zu schützen. Unsere Zeit ist abgelaufen. Es ist noch nicht zu spät, Quaddy. Wir haben immer noch eine Chance. Was ist mit dem Phoenix-Plan? Wir könnten entkommen. Der Phoenix-Plan ist kein Evakuierungsplan, Hardy. Im Gegenteil. Doch Salvador hat recht. Eine Manipulation ist unsere letzte Chance. Wovon reden die? Ist die Sicherheit unserer Piloten inzwischen gewährleistet? Nigel, in 2 Wochen erwartet alles Leben auf der Erde der sichere Tod. Ich fürchte, wir haben keine andere Wahl. Es wird Zeit, dass wir endlich den letzten Schritt wagen. Den Schritt zurück. In die Vergangenheit. Verflucht. Nicht schon wieder. Ich hoffe, ich habe noch genügend Ersatzteile. Es hört einfach nicht auf, was? Dann wollen wir mal sehen, was mit dem Ding nicht stimmt. Gut, da sind wir. Die Einführung zur Steuerung brauchen wir nicht. Weil ich ja vorab schon getestet habe. So, wir müssen das Ding da reparieren. Die ist zu. Und dann schauen wir uns mal den Motor an. Aha. Da haben wir ja das Problem. Der Keilriemen ist gerissen. Wo finde ich denn jetzt einen Ersatz? Der Keilriemen. Die Schraube ist schon seit längerem locker. Die lässt sich auch nicht mehr richtig reindrehen. Können wir den entfernen? Die ist zu nichts mehr zu gebrauchen. Weg damit. So, der Keilriemen, den können wir mitnehmen. Vielleicht lässt er sich noch reparieren.
Gerissener Keilriemen. Den können wir verknoten. Naja, ein Versuch ist es ja wert. Und dann wieder aufs Laufrad. Ob das hält? So, dann starten wir mal das Ding. Das war's. Der Riemen ist wieder gerissen. Es führt wohl kein Weg dran vorbei. Ich brauche einen Ersatz. Und den Ersatz suchen wir uns da unten. Die Angel war ein Vorschlag von Dr. Angust. Das ist sehr meditativ, Bent. Da kommst du mal zur Ruhe. Seitdem sitze ich jeden Morgen am Ufer und glotze apathisch ins Wasser. Die Angel können wir die brauchen? Nein, die Angel ist nicht die Lösung meiner Probleme. Auch wenn Dr. Angust etwas anderes behauptet. Früher sind wir jeden Sommer hergefahren. Meta hatte die Hoffnung, dass wir hier zusammen alt werden. Von diesem Traum ist nicht mehr viel übrig geblieben. Nur noch das Haus und ich. Dann wollen wir doch mal ins Haus gehen. Nicht gerade die richtige Farbe für einen Sargdeckel. Gut, was haben wir schon? Bücherregal. Das sind Selbsthilferatgeber, die mir Dr. Angust empfohlen hat. Ich frage mich, ob sie die selbst liest, bevor sie die weiterempfiehlt. Brauchen wir da eventuell was? Ich bin doch kein Schraubenzieher. Wege aus dem Workaholismus von Gunnar Larsson. Ich weiß nicht. Ein Schraubenzieher hat wenigstens einen Nutzen. Der Esstisch. Manchmal bekomme ich Besuch von Dr. Angust. Deswegen der zweite Stuhl. Ich mache später Pause, wenn der Fogger repariert ist. Gut, da haben wir Bilder. Unser Sonnenurlaub in Italien. Meta strahlt wie eh und je. Ich habe wahrscheinlich wieder nur die Rettung der Welt im Kopf. Ob wir glücklich geworden wären, wenn mir die Zukunft des Planeten egal gewesen wäre? Es tut mir leid, Meta. Am Ende habe ich uns beide geopfert. Für eine Vision, die niemanden mehr interessiert. Selbst in Italien war ich in Gedanken bei der Algenforschung. Ich sehe es an meinen Augen. Gut, wir heißen anscheinend Bent. Da haben wir noch ein Bild. Mein Team auf der Atlas 11. Wir dachten wirklich, die Zukunft der Welt ruhe auf unseren Schultern. Jetzt guck mal nicht so, Junge. Du darfst jetzt all die Sachen machen, die deinem Vater verboten wurden. Du bekommst das schon hin. Ich sehe müde aus, aber auch glücklich. Mach dir keine Sorgen, Lissa. Ich komme schon irgendwie zurecht. Offensichtlich kein Presseshooting. Sonst würde Barney hier ganz anders aussehen. Die stehen stellvertretend für das restliche Personal. Inzwischen ist das Team so groß geworden, dass weder ich noch Barney wissen, wer eigentlich alles für uns arbeitet. Ich meine, für ihn arbeitet. Was ist das da? Was ist das? Da steckt doch was hinter dem Bild. Das sieht mir doch verdächtig nach... Na, sieh mal einer an. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, ihn hier versteckt zu haben. War ich denn wirklich so betrunken? Anscheinend haben wir einen Schlüssel. Der Schlüssel zu meinem alten Leben. Manche Dinge wird man nicht so leicht los, wie man es sich wünschen würde. Der Schlüssel zum alten Leben. Gut. Oh, die Flaschen sind ja immer noch da. Wer sollte sie auch wegbringen? Darin ist nur das Notwendigste.
Wenn ich nicht zum Essen in die Stadt fahren würde, käme ich nie unter Leute. Ein voller Kühlschrank wäre da sozialer Selbstmord. Ein trauriger Anblick. Da braucht man nix. Ich räume das morgen weg. Sehr ordentlich ist er auch nicht. Der Herr Bent. Das sind die Bücher, die mir Dr. Angus... Ich habe sie hier neben das Bett gelegt, um die Chance zu erhöhen, dass ich mal reinschaue. Ach so, okay. Mein Bett. Anfangs habe ich noch versucht, in Metas und meinem alten Bett zu schlafen. Dann bin ich aber nach unten in Duvis Koje umgezogen. Mein Sohn kümmert sich um mein Lebenswerk und ich schlafe in seinem Kinderbett. Gut, mehr gibt's da anscheinend nicht. Dann wollen wir wieder ausschauen. Und zwar gehen wir mal da oben. Das gehört heutzutage leider dazu, wenn man so nah am Wasser lebt. Müll wegräumen. Früher hätte ich das noch gemacht. Aber spätestens in einer Woche sieht es hier wieder genauso aus. Die reinste Sisyphos-Arbeit. Gut. Ein Boot. Das Boot hat auch schon einiges abgekriegt. Aber noch schwimmt es. Muss ja. Ich habe Dr. Angus gesagt, dass ich Angeln unerträglich finde. Daraufhin hat sie mir die Reuse empfohlen. Ich habe schon alles versucht. Aber ich kann mit diesem Ding einfach nichts anfangen. Und dann haben wir da noch eine Tür. Der Keller. Mausoleum eines gescheiterten Lebens. Und der einzige Ort, wo ich Ersatzteile für meinen Fogger finden könnte. Aha. Tja, die ist abgeschlossen. Der Plan war wohl, alles hinter mir zu lassen. Aber wir haben doch den Schlüssel. Mann, wie lange war ich hier unten nicht mehr drin? Und der passt. Okay, was haben wir da? Abdeckung. Hier liegt mein altes Leben begraben. Dann schauen wir uns mal das alte Leben an. Dann wollen wir mal sehen. Kommode. Da war mal noch mehr Laborausrüstung drin. Das meiste hat Barney wieder zur Station zurückgebracht, damit ich nicht auf dumme Gedanken komme und weiterarbeite. Anscheinend war Bent irgendein Forscher. Hey, da war ein Schraubenzieher drin. Dich nehme ich doch mal mit. Noch mehr drin? Da ist nichts mehr drin, was ich brauchen könnte. Wie viele Sommernächte ich hier unten saß und auf Algenzellen gestarrt habe. Habe ich wirklich mal geglaubt, ich könnte die Welt verändern? Die Versuchung ist groß. Aber ich habe Barney und Dr. Angus versprochen, meinen Ruhestand zu genießen. Genießen, klar. Eine Uhr. Ha, wie passend. Sie ist um kurz vor 12 stehen geblieben. Die Symbolik ist beunruhigend. Aber bis in alle Ewigkeit 5 vor 12 ist immer noch besser als irgendwann 5 nach 12. Als Meta gesehen hat, dass ich meine Akten mit in den Urlaub nehme, hat sie nur gelacht und gesagt, solange mein Büro zu Hause ist, kann ich wenigstens keine Affäre mit meiner Sekretärin anfangen. Vielleicht wäre es besser gewesen, sie hätte mich mal angeschrien, anstatt mich immer bei allem zu unterstützen. Studien zur Photosynthese, Baupläne für Gewächshäuser, chemische Daten. Ich kenne sie alle auswendig. Gut. Da haben wir noch eine Lattentür. Den kleinen Schuppen habe ich für Duwe und Meta gebaut. So waren mir ihre Sachen beim Arbeiten nicht im Weg. So, was haben wir da? Ein Fahrrad. Ah,
Duves Fahrrad, das alte Ding. Wie wir damit zusammen den Fjord runtergefahren sind, die Küste entlang, runter zum Meer. Die Atlas wurde damals gerade umgebaut. Und während ich auf meine neuen Aufgaben wartete, hatte ich alle Zeit, um dem Jungen ein guter Vater zu sein. Schon komisch, wie sich alles verändert. Fahrradschlauch? Ein alter Fahrradschlauch. Können wir vielleicht den hernehmen? Nicht ohne das entsprechende Werkzeug. Vielleicht mit dem Schraubenzieher? Mal sehen. Hallo? Mist. Ja, Ben Svensson? das ist mein Name. Warten Sie, ich komm schon. Na, dann erzählen Sie mal. Was schleichen Sie hier rum? Sie haben mich ganz schön erschreckt. Das wollte ich nicht. Bist du Ben Svensson? Ja, schon, aber Worum geht's denn? worum geht's denn? Ich brauche deine Hilfe. Dann sind Sie hier falsch. Ich bin im Ruhestand. Es ist aber sehr, sehr wichtig. Es steht viel auf dem Spiel. Ja, gut. Aber lassen Sie mich zuerst meine Arbeit beenden. Ich lasse nur ungern Sachen unerledigt. Kennen wir uns? Kennen wir uns? Ich kenne deine Arbeit. Das ist auch der Grund, warum ich dringend mit dir sprechen muss. Nichts ist so dringend, als dass man sich nicht vorher anmelden könnte. Ist das etwa Ihr Hubschrauber da drüben? Er gehört einem Freund, glaube ich. Netter Aufzug. Kommen Sie vom Militär? Nein, ich bin von einer anderen Organisation. Aber wir sind ja beschäftigt. Warten Sie bitte einen Augenblick, ich bin beschäftigt. Aber Je schneller Sie mich an die Arbeit lassen, umso schneller habe ich Zeit für Sie. Genau. Denn jetzt haben wir den Fahrradschlauch. Und da werden wir jetzt einmal da raufgehen. Vielleicht können wir den als Keilriemen hinnehmen. Da ist der alte. Weg damit. Fahrradschlauch. Mist, zu lang. Zu lang. Der Schlauch ist zu lang. Tja, wie machen wir den kürzer? Vielleicht, wenn ich den Schraubenzieher irgendwo festmachen könnte. Hört da herin. Passt. Gut. Dann probieren wir es doch einmal. Was ist denn jetzt? Eines der Laufräder scheint zu blockieren. Das erklärt auch, warum der alte Riemen gerissen ist. Gut, nächstes Problem. Es scheint zu klemmen. Das erklärt auch den kaputten Riemen. Passt perfekt. Scheint in Ordnung zu sein. Das scheint zu klemmen. Und was machen wir dagegen? Es scheint zu klemmen. Das erklärt auch den kaputten Riemen. Es scheint zu... Das erklärt auch den Kap... Ach so, können wir das entfernen? Ich wüsste nicht, wo ich ansetzen sollte.